auch von unserer Seite aus Merci und die Link, dass es als Möglichkeit gibt, heute das Diskussion zu feiern. Sie als wichtig. Ich stelle fest, dass heute Blick nach darüber diskutiert wird, wie lange ich darf schwätzen. Dafür probiere ich mich ganz kurz zu fassen, für Überraschungen zu viel zu kommen. Ich wollte auch von unserer Seite aus sagen, dass wir prinzipiell 4 Freihandelsaufkommen sind, aus all den Gründen, die genannt wurden. Wie diese Situation heute zu verstehen und die Debatte heute zu verstehen, will ich kurz zurückkommen auf die Diskussion vom 14. November, vom 14. Mai, wo dem Minister Moyens Bayers kommen an die beste politische Kommission. An sich 2 Sachen gesagt hat, ich probiere noch heute kurz zu fassen, dass den echter Rückkommen an ein positiv Bild gemalt wird von der Diskussion, die den dafür drin zu Brüssel war, über den CETA. An der zweiten, also beim Froh von unserer Seite, als hätte gesagt, ja, wenn es möglich ist, dann ratifizieren wir da doch nach einem Akkord mix, das an dieser Legislaturperiode, wird vorausgesagt hat, dass schon die 3 Regierungsparteien ob Manns, man da Akkord gewischt wären, an der Pressekonferenz Hannover, wo die Presse gefordert und die Grünen gesagt, dass sie hier Position noch nicht festgelöst haben. Logisch sind wir, dass die 3 Majoritätsparteien zusammen zu einer Position kommen sind. Das ist natürlich interessant, sehr politisch, weil wir wissen, dass sowohl die LSAP wie die Grünen noch einen Kongress machen zu dem Thema. Wenn wir uns fragen, bis wie nie muss die Regierung definitiv hier zu Brüssel gehen, als der den 20. Juni, wie der am Raum steht, kann bis dahin so eine Prozedur überhaupt noch laufen. Wie glaubwürdig sind die Positionen über verschiedene Regierungsparteien par rapport zu CETA und TTIP? Immer muss man uns daran erinnern, dass den geringen Vertreter im Europaparlament heute Demonstrationen möchten TTIP auf den Tipp an Hai, aber die Grünen bislang alles matt gestimmt. Wir haben also eine Unsicherheit auf der Regierungsseite über die Freihandelsaufkommen am Allgemeinen. Wir wissen nicht, ob die Regierung, wann sie dann hingeht, an den CETA ratifiziert, sollte gehen, an irgendeiner Form, wann er also erkraft tritt, ob die Regierung an die Parteien, an die sie noch ihre Rolle können spielen und dann den Akkord auch können hier am Parlament verteidigen, wie das Parlament soll ratifizieren. Wir als ADR haben da eine klare Position. Wie gesagt, wir sind 4 Freihandelsaufkommen, wir müssen all die Dutten ganz echt, und wir haben uns definitiv Meinung, was der Kontinu angeht, nicht gemein in einer Question parlamentär gemerkt. Die Regierung soll Stellung beziehen zu den einzelnen Kritikpunkten. Und das ist, wenn wir wirklich kapabel sind, eine objektive Diskussion heute zu führen. Dafür wäre es auch gut, wenn man heute ratifizieren, dass eben so eine Diskussion am Funken an der Dave gemerkt gehen, dass man dort zur Position wollen. Prozedural. So mir aber ganz klar, dass man Souveränitätsrechte nicht verletzt gesehen. Und dafür, Herr Präsident, haben auch die Amendmente, die den Schedru geschwärzt hat, will ich präsentieren, gegenüber der Motion vom Herrn Baum, wo man ein bisschen wie weit gehen, man so keine provisorische Applikation. An op jeden Fall muss doch ein Akkord mix gehen. Ich meine, wir können nur darüber schwätzen. Und ein zweit sagt, die wir heute präsentieren, dass wir auch Lehren zeigen aus den Unsicherheiten, die wir an der Diskussion in den CETA hatten beim TTIP, nämlich, dass wir von Anfang gut losen, dass als Regierung kein Engagement soll zu Brüssel holen, wenn nicht für die Runden Akkord in der Chambre vorliegt. Und das meine ich als eine Lehre, die man muss zeigen aus dieser Diskussion in den CETA. Und dafür haben wir eine Motion, die eigentlich sieht, dass die Regierung muss den Akkord in der Chambre holen, ehe sie sich zu Brüssel festlegt. Es bleibt mir eine Minute, ich will die Minute benutzen, wie 4 grundsätzliche Fragen abzuwerfen. Weil auch hier muss man wie weit gucken, wie just Diskussionen in den CETA. Die erste Frage ist, wenn wir hier ein Defizit und Demokratie upprangern am CETA-Prozess, da muss man das auch an anderen Enceinte mehr haben, zum Beispiel in der Union Économique et Monétaire, eine Tendenz, dass immer mehr über Reglementer gemerkt wird, immer mehr über Direktiven an Parlamenten immer mehr impliziert gehen. Wenn man also so hätte gern, dass Parlamente, dass das an der Transparenz geschieht, dass die Nationalparlamente sollen sich beteiligen, dann kann das nicht nur gelten wie CETA, aber es muss auch gelten an den Prozessen an der Europäischen Union, wo noch mehr direkt Souveränitätsfrohen an ökonomisch Frohen damit verbunden sind. Der zweite als Schiedsgerichter, wir haben die als Lützeburg an einer ganzen Reihe von bilateralen und multilateralen Verträgen, wo wir sowieso Handelsverträge aufgeschlossen haben. Wenn wir da wollen konsequent sind, dann muss man ja auch andere Regeln wie Schiedsgerichter und andere Verträge löserlos abfeiern. Der dritte als
Das ist interessant, wie zu gesehen, dass zum Beispiel Sozialisten, Herr Bodri, sengeriert praktisch eine Loge gemerkt wird von den Meriten der nationalen Souveränität. An der Verhandlung, das gesagt ging, dass das wichtig, dass eben die nationale Souveränität bleibt. Sogar die geringen Reden an der ADM hat darüber aufmerksam gemacht, aber wir halten fest als ADR, dass andere Parteien in dieser Situation den Eloge von der Souveränität machen, eine Souveränität, die sie DAX an andere Foren vorstellen. An eine Konsequenz wird es dann bei all den Leuten, die gesagt haben, sie hätten rot Linien für das, für das, dann müssten Akkor mixed sein, aber wenn das nicht geschieht, mit was sind dann Konsequenzen, die Parteien werden ziehen, wenn es nicht dazu kommt? Wenn die Europäische Kommission sieht, es ist ein Akkor mixed, aber wenn es am Conseil nicht zu einer Decision kommt, für das umzustoßen, dass sie mir als ADR aber geliefert? Nee, wenn ein Akkor a Kompetenz exklusiv, vielmals merci, Herr Minister, wenn ein Akkor a Kompetenz exklusiv ist, aber wir kriegen das nicht umgestoßen am Conseil. Was sind dann Konsequenzen, die zugehen? Und das ist ja eigentlich das von mir als ADR froh. Wir reisen also klar, wie eine Konsequenz man dagegen ziehen, weil wir die Souveränität vom Land nicht wollen, nach vorstellen. Mit all die Leute so tun, was ist dann Konsequenz, was sind als rote Linien, die sollen also auch so, was Konsequenzen mit roten Linien sind, wenn die was Schritt